weil das Internet einfach voll ist mit Müll. Das ist meine persönliche Meinung. Also ich sehe eigentlich nur noch, ich, ich, wenn ich bin eigentlich gar nicht im Internet. Es ist sehr viel unnützes Zeug rum und ich glaube, der Mensch merkt, dass das ganze Zeug, wo im Internet aktuell ist oder viel von dem, wo rum ist, gar nicht nützt und sucht dann bewusst nach so Orten wie jetzt zum Beispiel da, wo man auch mal kann, ja, mal aus dem Alltag ausbrechen, vielleicht einmal neue Perspektive auf irgendetwas seine Ziele mal ins Auge fassen und nicht weiterhin sich betäuben mit irgendwelchem Zeug, wo nur Angst macht, oder? Weil beobachte es, und ich persönlich finde es erschreckend, wie fest eigentlich mit psychologischer Angst gespielt wird, fast bei jedem Titel, oder? Eigentlich auf YouTube, oder? Es wird eigentlich wirklich ja, Clickbaiting betrieben, aber halt mit Angst, oder? Und es lädt den User eigentlich so zurück, dass er muss nachschauen und ja, und das finde ich einfach erschreckend, oder? Man spielt mit Angst eigentlich überall und ich glaube, dass irgendwann ist es einfach für den Menschen zu viel und der wird das merken und merkt durch das, dass ja momentan eigentlich das Internet nur noch aus dem besteht, muss er gar nicht gross in sich gehen, sondern er sieht, hey, schau, die Titel sind ja alle gleich, okay, die haben alle das gleiche Schema, gehen wir mal dort, wo es ein bisschen anders ist. Und ich glaube, genau dann äh, ist es so etwas von grossen Nutzen, oder? Weil also ich glaube an das Projekt, ich glaube daran, weil ich weiß, was ich kann, ich weiß, dass ich den Menschen bis jetzt immer eine gute Stütze gewesen bin, ich weiß, dass ich unvoreingenommen bin, oder ich weiß meinen Standpunkt in der Welt. Ich finde es nur ein bisschen schade, halt aktuell, dass es noch nicht so ausgespielt wird, aber es ist ja verständlich, oder? Ich sage jetzt mal, mit 19 Abonnenten, ich glaube, YouTube muss halt auch einfach einmal zuerst herausfinden, kann man dem trauen oder ist das auch wieder auch der nächste Grüssel, der live geht und Leute ja, begrüßelt. Und dem her merke ich aber auch, muss ich halt auch mit mir selber immer wieder Mut machen, immer wieder sagen, hey Fabio, schau, es ist der Anfang, das kommt. Weil das ist halt schon auch, oder? Ich glaube, das ist ein normales Ding, oder? Wir leben halt auch in einer Gesellschaft, wo es heisst, mehr ist mehr, wenn du mehr machst, wird mehr und ja, und wenn ich dann halt selber, ich sage mal, einen aktiven Zuschauer habe, einen, eben, ich finde das toll, wenn jemand kommt, aber es ist dann halt gleich so, ja, mein Kopf sagt dann so, lohnt sich denn das für einen Mensch? Oder nicht dass es nicht lohnt, dass die Situation in dem Moment gelohnt hat, aber die komplette Energie, die ich halt dann auch investiere, oder, wo es mich braucht, wo es für mich braucht, oder auch die emotionale Reibung, die ich habe, bevor ich live gehe, wie es mir geht und der Stress und alles, ob sich das dann lohnt, oder? Das ist halt dann schon immer eine Abwägung, die ich mache. Aber ich will es eigentlich gerne beibehalten, darum ich weiss, mit der Zeit wird das funktionieren. Die Menschen werden den Nutzen verstehen und sehen und von dem her, oder, da muss man halt dranbleiben und ich glaube, das ist auch ein Punkt, dass halt dann viele frühzeitig aufgeben. Oder genau an dem Punkt, wo ich jetzt vielleicht gerade aktuell bin, wo ich mir ja selber die Frage stelle, lohnt sich das für meine Energie, also mit der Aufwand Energie, lohnt sich das effektiv, oder? Und ich sage, ich habe jetzt gerade die Kapazität, darum lohnt sich's, aber wäre das, ich sage mal, hätte ich sonst keine Zeit oder so und das wäre auch noch so reingequetscht, oder? Dann muss man irgendwann halt echt fragen, lohnt sich das, wenn es nicht vorwärts geht? Aber eben dann ist wieder das Dranbleiben und an das Ganze Glauben. Oder was dann halt vielleicht auch macht. Und viele hören wahrscheinlich genau an dem Punkt auf. Oder dass sie fangen an, es funktioniert nicht und sie hören auf. Und ich glaube, darum bleibe ich ja dran und darum möchte ich ja zeigen, das hat jeder mal angefangen, oder? Es hat jeder mal angefangen und die Zeiten haben geändert, oder? Ich merke auch, wie ich mich immer noch vergleiche mit Aufrufzahlen von YouTube, wo damals vor 13 Jahren, wo ich die ersten YouTube-Videos geschaut habe, oder also, wo es halt wirklich noch wenige Creators gehabt hat, wo dann halt viel Aufrufzahlen sind, oder? Das heisst, ein Creator hat einfach einmal viel Aufrufzahlen bekommen, weil es halt gar nicht so viele Creators gar nicht so viele Videos gehabt, die man kann konsumieren kann. Und heute gibt es viel zu viele Videos, oder? Das heisst, es hat viel zu wenig Zuschauer für die Häufigkeit, die rum ist. Und ich beobachte es schon, die Zahlen gehen bei allen Creators runter. Und also bei allen live, also richtigen Creators und bei KI gehen sie rauf. Also rauf. Sie sind also nicht schneller rauf wie bei normalen, aber die haben 15 Videos zum Teil und das ist halt schon erschreckend. Wenn eine KI 15 Videos macht, oder wenn wir mir vorstellen, wenn ein Mensch pro Woche ein Video macht, braucht er 15 Tage
braucht er 15 Wochen für 15 Videos und eine KI macht irgendwie 15 pro Tag. Oder dann rechnen wir mal auf, wie viele Videos der macht, wenn der Mensch 15 hat. Oder das ist unmenschlich, oder das geht nicht. Und von dem her wird halt der ganze Platz ist bedingt und das ist sicher auch eine Auswirkung, dass man dann halt weniger gezeigt wird, weil ja, wenn man Content hat, wo Angst macht und eben genau mit diesen psychologischen Triggers spielt, dass der Mensch sich schlecht fühlt und gar nicht anders kann wie drucken. Das zeigt halt, ja, es gibt halt an YouTube Watchtime oder wenn Menschen bleiben und das ist halt gefragt und wenn man halt dann noch mit Schweizerdeutsch und allem kommt. Sicher ein schwerer Einstieg, aber ich weiß, was ich mache und ich weiß, dass ich das will. Ich will auch eine Nische besetzen oder ich werde auch eine Nische besetzen oder ich besetze Nischen, die es nicht gibt, sagen wir es so. Ich bin sie ja schon am besetzen, einfach noch nicht mit dem Erfolg, wo ich wird haben, sondern ich bin halt am Anfang und ja, darum da einfach dranbleiben, Fabio. Dranbleiben. Gib dir deinen eigenen Rat. Nimm deinen eigenen Rat an.